Guten Abend bei Dickrich TV. 2017 krot Dickrich richtig große Kino. Aus dem Alle Cineskala am Zentrum mat nemmmen engem Saal als demolste Kinoskomplex gin, wie wir haut kennen. Der Cineskala den zielt de Lohn no bei 100.000 Visiteuren am Joar. Die Leute, die den Betrieb fir Gemeng gerieren, hun also immer genug zu dienen. Mir ho firich a bessen 100 Kulissen vom Kino geguckt. De Cineskala gehört zum Réseau vun de Regionalkinoen Cinextor. Ziel as et dobei no beim Klient ze sinn. Proximitéit gëtt groß geschriwen. Am Cineskala gi wohl all Blockbuster gewisen, awer donief doch viel Filmer projezeiert, wo b'Invitationun lafen an e ganz cibléierte Publikum schwätzen, wie zum Beispiel Hai beim Holocaust Remembrance Day vom Zentrum für politische Bildung. Für dat alles méiglech zu machen, sind hannen drun an permanent eng 20 Leute am Einsatz, angefangen bei der Responsabler vom Kino. Das ist so, dass ich mich eigentlich die Sache kümmere, die Klienten nicht so direkt mitkriegen. Das hauptsächlich Programmation, die Organisation von ein bisschen speziellen Seancen, die zum Beispiel just bei uns am Skala laufen, nicht an unserem ganzen Réseau. Ich mache dann auch die Sachen, die relativ wichtig sind, wie Käse kontrollieren, ein bisschen Überblick behalten, über die Visiteurzahlen, all die Statistik, die am Hintergrund passiert. Wir hauptsächlich wirklich Programmation und Dorieren und die Sachen. Donieft fallen auf noch viel andere Taschen und hege sie mal 2 von den Mitarbeitern, die probieren eng von den Teilen aus dem Holnis und Goen zu kreieren. Am Cineskala muss jederin ein bisschen alles können. Ein ganz wichtiger Teil ist auch Käse, wo 3 Damen damit beschäftigt sind, Kommande von den Produkten zu machen, Popcorn zu präparieren, Anfang von Popcorn-Antigen zu assurieren, gerade wie der Kontakt mit dem Klient. Die Filme, die am Kino gewissen gehen, kommen haut alle über Mail ran. Dafür müssen doch Leute gehen, die Filme auch aufladen, den Montage von den Trailer auch Reklame machen, an aber auch eine Seance programmieren. Wenn das bis gemacht ist, läuft im Prinzip just das Programm auf. Das läuft an der Regel automatisch. Das wird am Freien und Mitte lanciert und dann läuft das, wenn alles gut funktioniert, läuft das automatisch auf. Das ist von dem Moment an, wo eine Seance aufhängt, wo die Luten ausgehen am Saal, wo die Tiere zugehen, wo die Bandancen aufgespielt gehen, die Reklamen aufgespielt gehen, der Film gestartet wird, bis dann zum Schluss, wo die Luten umgehen und die Tiere abgehen. Das sind alles Befehle, die an einer Playlist dran sind. Geht an der Regel auch automatisch. Also die Spezialevents, die enkadriert sind, das macht man natürlich alles manuell in dem Moment. Das machen dann die Leute an der Projektion. 2 Personen kümmern sich ausschließlich um Projektion und Montage von der Playlist nach Seancen. Vieles am Betrieb von einem Kino ist für das Publikum also nicht wirklich sichtbar. Das aber, wenn sie gesehen ist, ist für sie extrem wichtig. Für die Proprietät zu garantieren, muss dann noch jederin mal eine Hand nach packen. Bei rund 100.000 Visiteuren am Jahr keine kleine Aufgabe für die 20 Leute Personal am Kino, ist es zu halten, dass feste Mitarbeiter bestehen. Die anderen sind Studenten, die im Novus ein Weekend schaffen. Als Teil vom Réseau von den Regionalkinoen steht die Zufriedenheit vom Klient einfach am Vordergrund und darf dem noch auf keinen Fall vernachlässigt gehen. Wir sind mehr noch bei den Leuten, mit einer gewissen Proximität zu den Leuten. Wir haben noch ganz viel Wert auf Qualitätsstandards, was die Projektion angeht, und auch wen an einem Saal sitzt, wie die Saal ausgesät. Proprietät ist ganz wichtig. Es wird auch als immer gesagt von unseren Klienten, freundlich Personal. Da ist überhaupt noch Personal dort, gibt ganz viele Klienten, ganz viele Kinoen mittlerweile in Europa, die komplett à distance gesteuert gehen. Das heißt, da sind just noch ein paar Studenten, die einen Käse machen, wo ein Popcorn kriegt und so weiter. Der Rest wird alles à distance geriert. An der Cineskala wird auch weiterhin ein Kino von den Leuten für die Leute bleiben. Nur durch schwere Pandemiejahren ist der riesige Succès von den Anfangsjahren zwar nicht mehr gerade dieselben, für die Organisation haben Druck garantieren, sind die Aufgaben dafür aber noch besser zu bewältigen und Zuschauer damit noch mehr zufriedenzustellen.
Santa 2008 ass am Cineskala auch emol am Joer den Dickrecher Filmdach, op dem den nationale Konkurs fir Amateurs den ersten ofgehale gëtt, den Fédération Luxembourgeoise du Cinéma d'auteur FGDCA schon zunter Jozengten organiséiert. Auch bei der 71. Edition en Oktober huet de Filmfestival nes mat ganz originelle Produktionen iwwerrascht. 20 Produktionioune goufen des Jorum Dickrecher Filmdach gewiesen, 7 vun 10 Preisergungen dobei u Junker. An der Kategorie Jeunesse gouf net gleich 3 Preise, awer doiwwer raus konnten sie glänzen. Es war ganz unerwartet, schon mal dat gonne erwacht, méi et war ganz überraschend, dat Miune is alle gut erréet, weil ich gesinn hat net immer als Preis für michch selber mir auch für min ganz Kipp, weil natürlich ass net méiglech uni min ganze Kipp. Dat war wirklich eng superréet gonne erwacht, aber ja ganz froh. Le Passager Rouge handelt vum immaterielle Wert, den ein Objet kann an eiser materieller Welt tun. Mat diesem Film konnte Cine Videoflash Reiserband de Preis fir de beste Szenario mat ihm holen. Donief Grotesen die Drittplatz an der Kategorie Jourend an de Coup de cœur du Président. C'est une joie parce qu'on voit que ce qu'on avait fait, les autres ils comprennent, ce qui n'est pas toujours le cas, et qu'ils apprécient aussi l'histoire qu'on a inventée. Nous sommes les hommes, les petites femmes et les bonhommes. Nous sommes les hommes, nous sommes les hommes. Plus des animaux du tout. Ganz grosse Gewënner vum Konkurs ass awer dem Elena La Balestra vum Studio 816 sei Film Nous sommes les hommes, den engerseits den echte Preis an der Kategorie Jeunesse krut, an noch zum beste Film vum Festival ausgezeechchen gouf. De Preis kont hat leider net selwer entgéinthuelen, seg Renommee am Land an doiwwer raus ass awer schon am Gang ze klammen. Aber wir waren lo an den letzten Jahren wärmer ein bisschen Juren huet gefehlt. Und da sind wir am Gang auch mit Lyceen, der Lycée Robert Schumann und so weiter, für mit denen zusammen zu schaffen, für dass wir mehr Juren, weil wir gehen alle gut ein bisschen mehr alt und mehr weiß haben. Und wir sind so aktiv dann an der Filmbach, dafür müssen wir Juren kreieren. Und ich hoffe, dass die Jugend gefällt und dass sie auch in Zukunft da werden mitmachen bei unseren Dingen. Das Jahr verdedigt, das Talschicht Jugend das. Das tun wir verdedigt. An sie, die Jung wissen zu schätzen, was die Allherren hin mit diesem Konkurs möglich machen. Immerhin gehen die Bestfilme auch nach auf einer wichtigen Konkurs geschickt, für die von der UNICA, dem größten Konkurs für Amateurfilme in Europa. Je pense que c'est très important parce que ça donne la possibilité à tout le monde, au public du Luxembourg, de pouvoir partager et de pouvoir aussi prendre, en regardant les autres films, de prendre des petites choses qu'on voit et utiliser les nous-mêmes. Ja, méger persönlicher Erfahrung hunsch gesinn, dass auch mein Kollegen und so weiter, et geht immer mehr interessierte Filme, auch wie Social Media zum Beispiel, da geht doch mehr interaktiv und es geht auch immer mehr einfach mit den Handys und mit der Technologie, die wir zur Verfügung haben, geht es immer mehr einfach und mehr accessibel zu den Jugendlichen. Und dafür fand ich, dass es eine starke Influenz wird heute an unserem Leben, zum Beispiel mit den Medien, die bald überall gibt. Und das fand ich eine ganz gute Sache. Neben den vielen flotten Filmen von den Jungen konnten natürlich auch im Dial Hosen am Geschäft trompen. An der Kategorie Information de Guido Hesen und de Jean Reusch mit dem letzten Appell. An der britischen Armee werden legalen Alter für am Ausland zu kämpfen 19 Jahre. An der Kategorie Fantasie zu sie Sommer mit dem Film Héritage. Il est là, il est en toi. Le pays. An den Preis für die beste historische Dokumentation gingen die Guy Flamand für den Film Frauenkirche Dresden.
Direkt nief dem Cineskala an der Serie gowe du fan November eng Neioplauf vun der Soirée Cubaine. Eng echte Keier wat se flotten Danzer Musikgowen Jo 2023 vun der Integrationskommission an Liewe geuf ginn. Dekeier hunn Kommissionun fir dat interkulturell ze Summeliewen an Kommissionun fir Chancegleichheet, Soirée mat lateinamerikanischen an afrokaribische Rhythmen ze summen Neiopliewe gelos. Adlerfight Championship 2 am Joer an der Seerei zeide man ees vill unenger vum Muay Thai-Kampfsport op Dickrech. Den 12. Oktober awer war den nach méi besonneschen Event. De Wisdom Dragon Academy Club vun Dickrech hat nämlich Jan September kurz fir Drun also sei langjährige Präsident verloren an d' Meisterschaft Dekeier an Erinnerung und den Emileichen ausgedroen. Muay Thai ist weltweit umkommen. Ziel von der Flandern zu der Kampfsportföderation, also diese Sport so groß wie der Karate zu machen. Kompetitionen wie den Adlerfight helfen dem Ziel Minuten zu kommen. So ein Championat, so mal, da gibt es viel heute zu Lützeburg, gibt immer mehr am Muay Thai. Wir sind relativ ein rezent Sportart, diese Schei verbreitet. Es geht schon ein bisschen wie lang. Es geht darum, mit den Championaten Kämpfer, die Athleten heute zu Lützeburg so stark wie möglich zu machen, dass die Erfahrung können bringen, alles dafür, dass später auf Europameisterschaften zu gehen, an als größtes Ziel als Anfang dadurch als Leute auf die Olympischen Spiele auch können zu schicken. Muay Thai ass beleeft. Den Adlerfight-Championat 2 am Joer an der Seerei bringet noch fertig Leiit vun iwwerall hier unzuzeien. Es eng Kompetition verlangt allerdings viel Ersatz vun den Leiit aus dem Wisdom Dragon Academy Club zu Dickrech. Wir fangen schon half Jahr am Fairaun, fir d Leute ze sichen, fir dat sie sich können noch preparieren. Und dann die Riechpräparation aus 3 Wochen am Voraus, alldach. Also alldach kommen neue Sachen, weil den sich überlegt, das kennt man Mann, das kennt man am Mann. Und dann ist es extrem. Und die letzten 3 Tage ist pure Chaos. Das Kehr war alles noch viel mehr chaotisch. Nur eine paar Wochen vor dem Event hat der Wisdom Dragon Academy Club seinen Hauptmann verloren, den Emileichen, den der Viergängerclub 44 Jahre gegründet hat, als sich zuletzt für den Adlerfight-Championat stark gemacht hat. Il s'appelait et il s'appellera toujours Émile. Il s'en est allé le 19 septembre dernier à l'âge de 73 ans. Depuis 41 ans, il était le président du Wilson Dragon Academy et notamment l'un des piliers de l'Adler Muay Thai. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous sommes réunis sur ce ring, du plus jeune au plus ancien, les entraîneurs, les combattants, et, si vous permettez, pourquoi Émile, en second applaudissement.
Et war schon ein ziemlich emouvant Moment fir Mofang vum Championat Altleiter aus dem Verein ze Summe mam Emil Eichesinger Familie him englecht eier Wissen hunn, as se stofir all ze Summen op der Bühne versammelt hunn. Den Emil war eng Person, die wirklich fir den Kampfsport gelieft huet. Den Emil wollt immer, dat mir extrem gut Kämpfer hunn, net nur an diesem Club, mir auch national. An den net wirklich immer engagiert an den anderen Clip, sogar im Ausland fir Leiit ze fanne Fistagen zu machen, he zu Lützeburg oder dat mir do hingehen, fir dat Athlete so gut wie möglich kind. Fir hin war den Event hier am Fong abs immens Grosses, mir und Freier am Club oft Landesmeisterschaft am Taekwondo organisiert, an Miolo mittlerweile von den größten Muay Thai Eventer zu Lützeburg. So ein Mann mit seinem Wissen, seinem Charisma zu verlieren, das wirklich für den Lützeburger Kampfsport mega Minimum immens groß. Ich war als stolz bei allem. Also wenn wir ein Problem hatten, nicht darum gekümmert und das fehlt uns aber. Gut Novel fir de Conservatoire National de Véhicule Historique, fir d'Expo mat de Modeller vum franzéschen Autodesigner Robert Opran, krote Muselo dëse Mont den FIFA Culture Award an der Kategorie Dedicated Service. FIFA, dat ass d'Fédération Internationale de Véhicules Anciens an de Preis die internationale Unerkennung fir den onermittlechen Ersatz vun der CNVH ASBL. Geburtstagsjoer scheint fir de CNVH e Glecksjoer ze sinn, fir o kurzem konnte Muse nämlich och eng Akquisition vu grossem historische Wert machen. De Cooper 500 MK2, den 1951. Grand Prix de Luxembourg gewonnen huet. Wir waren dabei, wie den Auto eng echte Keer dem Publikum präsentiert gouf. D'Equipe vum CNVH war Welt ziemlich houfrisch, wie sie den 19. September ihre neue Cooper 500 MK2 präsentiert huet, die sie in England opgedriven hat. Den Engländer John Cooper huet das Modell nom Zweite Weltkrieg en Serie für Formel 3 Kursen entwickelt, wo de winst Sänger Schnelligkeit a Sänger guter Strosse lach Succesnomäner gefuhr huet. Den Autosexpert Maurice van der Brandt, der selber Kurse am Cooper 500 MK2 gefuhr ass, huet dem Publikum am Interview alles über die grosse Cooper-Zeit an die ganz spezielle 500er verzielt. Durch den Maurice van der Brandt war der CNVH auch auf einen Historiker gestoßen, der konnte konfirmieren, dass es sich beim 500 MK2 aus der Expo tatsächlich den Auto handelt, den 1951 den Grand Prix de Luxembourg gewonnen hat. Damit war klar, dass der CNVH diesen Miessträger Plötzeburg bringen, so ein historisches Stück von denen alldach. Für uns als Musee oder als Konservatoire, also natürlich soll ich mal bei der Lotto gewinnen, dass gerade den Auto, den 1951 den Grand Prix HM gewonnen hat, an die ganz flotte Palmaris hat, dass wir den gefunden haben und dass wir auch am Verkehr vereint gesehen. Das ist natürlich ein enormer Moment und das ist wunderbar. Das ist wunderbar für Lützeburg und für unser Patrimoine. An der Zeit huet de Cooper 500 Masse vu Leiito gezunn. An noch haut nach immer huet dessen Auto fir Rennsportfanatik eng Gros Bedeutung. Das Lo war de Gewënnerauto vu 1951 kann zu Dekrech ausstalt gin, dat ass fir Munscheren Bahnnetze gelewen. Dat ass natürlich Zeitrick versät vun dem Moment kann hun sich firstellen. Ech so nach Haut, die Grand Prix de Luxembourg wären die meeschte Leiit, zu Summe kommt wie eng Sportsmanifestation seit je zu Lützeburg. Du hatten die Engschreibe von 20 Sterne von 30.000 Leid. War klar, no dem Krieg wären nicht so viel dort, wären nicht all ein Kurs an formuliert auf der Tele so viel und dass die Leute da kommen sind. Aber wenn die Auto da haut Heiers, dann glückst herd an als ihn da dabei. Net fir neicht plant de CNVH do fir am Summer 2025 e grossen Event rondem de Cooper 500 MK2. Also aner Noren ophalen, du könnt dir das besonnecht Steck sicher nach genug bewonneren. Bis duhin soll am CNVH dann noch nees eng neii Ausstellung am Gange sinn, dobei werden ziemlich sicher italienische Oldtimer am Fokus stoen.
Grund sich zu freien hun noch Spielschulkanner vun Dickrech vun Haut nämlich dürfen sie außerhalb von der Schulstunden op eng ganz neu Spielplatz goen, Heitbilder von dem, was sie dabei erwacht. Santa de März 2024 gëtt et kein ënnerscheet mit tëcht Pflegeheem an Altersheem. Das sind lo Struktur d'Hébergement pour Personnes âgées. 56 der Strukture ginnet am Land 2 davon zu Dickrech. Haut präsentéiere Miriech fir d'Eichthaus Servier bei der Sauer, dat sech well Maison des Aînés nennt. Ja, fir Zeitung. Merci vielmals. Du hast sauer, das eng schön vu. Ich war, mein Mann ist gestorben und dann war ich nicht gut, ich war krank. Und ich konnte mich lange daheim sein und dann bin ich auf die Kirche gekommen. Gefällt mir ganz gut und das ist alles tipptopp. Wir lernen viel nach. Ich habe gelernt, schon stricken, schon Pullover gestrickt für die Kanner von die nach der Brick sind, für die Kloster. Wir stricken alle Guren, wir machen Kiewerscher, wir flechten, wir gehen mit den Bengelen, wir machen alles. Wir sind immer in der Weg. Also, ich bin nicht auf dem Zimmer. Wie fand er das Angebot von der Epicerie hier? Das ist wunderbar. Das für die Bewohner hier kriegen alles, was sie brauchen, für den täglichen Gebrauch. So. Das ist tipptopp. Tut er dann nur Haut geholt? Waffelsjach. Die sind gut. Wenn man Besuch könnt, für den Damm zu gehen. Philosophie vom Haus also am Fungol, dass wir gucken, unsere Bewohner so agreeabel wie möglich zu gestalten. Ja? Das heißt, dass wir gucken, für ihnen die nötige Unterstützung an ihrem Alltag zu geben. Und das geht von einer regulären Grundpflege bis über mehr technische Akten, wenn man Verband etwas zu machen, also dass Medikamente zu gehen, respektive aber auch für zu gucken, für ein Maximum der Autonomie von unseren Bewohnern zu stimulieren. Okay, Monsieur Theisen, guter klar? Guter gut klar? Ja. Ich stelle mal noch ein bisschen mit Widerstand an. Der hatte ich schon wel warm gefahren. Ja. Weil können wir mal ein bisschen die Berge schrupp vor. Monsieur Theisen hat gerade ein bisschen Kraft aufgebaut und hat gerade viel Gleichgewichtstraining bei uns gemacht als Sturzprophylaxe, damit er immer sich flott abfängen kann, falls das Gleichgewicht mal ein bisschen an Schwanken kommt. Das ist für mich ein Plus. Ja. Ja. Ich brauche nicht kein großen Schwung, mit der Träger geht mir durch. Und ich habe eine gute Kinder, die mich betreiben und so weiter, mehr 2 wunderbar. Ja, und das ist ganz. Wenn die Kinder und die Kliere müssen zusammen schaffen, das geht nicht. Und das ist bei uns der Fall.
Madame Scholtes, ich muss nicht den Blutdruck. Wir machen von Körperfleisch bis Undoen, Essen gehen, aber auch all die medizinisch, wir gehen Pöllen, wir machen Verbänden, ja, ein bisschen am Fungel alles. Wir sehen den Mensch als ganz. Das ist schon ein bisschen programmiert, wir gucken zwar immer nach dem Wunsch vom Bewohner, wir gucken auch eben, wie sich die Situation ändert, ob eine Verschlechterung da ist oder ob der Doktor etwas ändert. Ja, wir gucken aber schon den Mensch selber. Also ich baue schon eine Relation immer mit den Leuten, aber ich meine, ich kann die nicht ran und weiß den Menschen und geht ihrem fort. Ich schwätze schon mit den Leuten und Friede, wie es ihnen geht. Und gucke dir den Menschen auch von seinen Suche schon, gucken wir ja auch nur das. Also wir machen also wirklich alles empfangen, den ganzen Menschen nicht nur Mensch. Das war. Soll ich dich begleiten? Ja, da kommt. Da kommt. Ich begleite dich. Prioritäten bei der Zubereitung als für den HCCP, dann man die Reglementer respektieren, frisch kochen, ja, und dann mal genau Kalkül machen. Wir haben von der Lützeburger Küche bis auf die französische Küche, heute mal zum Beispiel ein griechisches Salat, wir gehen auch ein bisschen an die mediterrane Seite, ja, also ein bisschen von allem. Saisonsmäßig gemacht. Da haben wir zum Beispiel, wenn wir an der Aprikosenzeit haben wir Aprikosen drauf, wenn Kisten kommen Kisten, oder wenn Gemüse sind dann die Zoppen jeweils. Voilà. Wir haben einmal am Montag ein GT-Menü, den ist all Mittwoch, all ersten Mittwoch vom Monat. Und da setzen wir uns mit einer gewissen Gruppe de Travail zusammen. Und dann gucken wir die nächsten 5 Wochen, was dann alles im Menü wird stehen. Ja? Gehen wir dann alles zusammen durch, ob es okay ist oder nicht. Und dann machen wir die Änderungen auch die jenen Wünsche von den Klienten. Dass das alles Müll ist. Ja? Dass alles Müll gekarrt ist. Aber wenn schon, ja, da warst du schon am Anfang auf der gewonnenen Seite, wenn du wirklich alles gut knabbar hast. Das sind Leute danach eben gut mit den Fangern und mit den Händen können schaffen, auch selber etwas kreieren. Das möchte ihnen dann einfach so viel Freude, selber noch etwas zu machen. Sie machen noch die Kirche 4 neue Bewohner, die kommen, einfach als kleine Präsent. Und das tut ihnen gut. Voilà, sind immer lustig Runden, die zusammen zu potren, zusammen etwas zu kreieren und eben für die neu etwas schon zu präsentieren. Voilà. Also mein Mann ist für 4 Jahre gestorben und das ist ein großes Herzlied. Und die bekennt mich so ganz viel. Die probiert aber positiv damit umzugehen, trotzdem nach Spaß zu haben. Wir sind noch der muss gut man nehmen. Ja, das ist gut. Also Server ist gut. Und als Personal. Die Leben bei Eisenfungen an der Struktur, das soll Spaß machen. Das ist dafür auch neben ja, mehr regulären Sachen, die dazugehören, für unseren Bewohner fit an Brett für den Alltag zu machen, um ein ganz flott Offer auch verschiedene Aktivitäten, die wir anbieten. Kathleen und das ist Marianne und wir sind von dem Amical, wir sind benevol hier und wir werken alle Woche für die Pensionären hier und Mathe-Pensionären auch. Und wir verkaufen die Waffelscher für 3 € tut
Und wir haben große Succès, die gehen immer verkauft. Und mit den Suen, dass wir einen Rock kriegen, natürlich nicht nur just vom Wäffelscher, aber auch vom Don, von Leuten sterben im Haus. Da können wir viel Konzerte, Ausflüge, gehen auf Mariastrid mit den Leuten, gehen auf Schaberfohr. Und ja, das ist einfach flott. Wir machen das seit Jahren. Ichtens fand ich es besser, so ënner de Leiit ze se wie länger am Zimmer zu sitzen. An Zeit geht miséierem. Personal an alles ass freundlich überdenken. Ich kann mich gut nicht bekloen. Viel des hai unneicht. Wir setzen eis an den Tisch, Tellere se gefüllt. A mir gi vu Moes bis sowes verwindt. Guten Tag also am Fungol, wo ich ofes hinfuhren an Spees, dat ma geguckt hun, dat bestméiglecht fir als Bewohner zu machen. Und auf der anderen Seite wo ich aber auch merken, dat als Personal auch Spaß an Satisfaktion beim Dach hat. Ich mein, auf der einen Seite als Bewohner, wo man auch viele Leute mittlerweile drinnen haben, die weit über 100 Jahre sind. Und dann haben wir natürlich auch am Bereich von unserem Maderbisch, da haben es auch ganz junge Leute, die wir erstellen. Und da kann den Austausch zwischen einer älteren Generation und einer jungen Generation so ganz flott sein. Das sind teilweise auch Weisheiten, die wir damit auf den Weg kriegen, was doch flott ist, für zu gucken, an persönlichen Leben ein bisschen davon zu profitieren und auch davon zu leben. Und ich denke, das ist wirklich, dass wenn wir die Zusammensetzung haben zwischen all diesen Parametern, die zusammenkommen, wo in Ofes man einen guten Gefühl dem Moment hingeht. Der Medelog vun Dickrech sinn en degaktive Verein organisieren allmonden Urgelkonzer mat engem enen Organist fir de Grand Publik an de Genoss vun der Schener Urgel an der Parkkirch kommen ze losen. Am Oktober awer do hatten sie emi spezielle Konzer an der Serie Grand Recital hatten sie de Pariser Organist Nicolas Buchet invitéiert, den heiz Summen mam Ensemble Vocal Cantica opgetruden ass. Et war schon e ganz besonnesche Moment fir de Publikum de franzéschen Organist Nicolas Buchet mam Ensemble Vocal Cantica an engem Konzert ze summen erliewe konnt. De Nicolas Buchet sengerseits konntet kaum erwarten zu Dickrech ze spillen, wenns der Schener Urgel vun der den Dickrecher Organist Maurice Clement him scho fir langem geschwärmt hat, an déi den europaweit bekannten belgischen Urgelbauer Thomas erschaffen huet. Maurice on a fait nos études ensemble, donc il m'a beaucoup parlé de l'orgue de Diekirch. Et donc c'est un orgue à la hauteur de sa réputation, c'est un orgue très beau, qui sait être très doux, très sensible, et puis être très puissant, donner énormément d'énergie, beaucoup de tendresse, beaucoup d'énergie, beaucoup de beauté, beaucoup de force, dans une acoustique très généreuse, mais qui reste très claire, et ça c'est très rare aussi. Programme lauter Mendelssohn-Stecker. Den deutsche Komponist war vielseitig studierte Musiker, schafft Orchester, Pianist, hin hat Gemälde geschrieben, für allem immens viel Stecker für Urgel, die an diesem Konzert zu Dickrech wunderbar zum Drohe kommen. Das harmonisch Zusammenspiel zwischen Organist und Chor ist allerdings keine Selbstverständlichkeit.
Die Dickrecher Kirch heilo eng ganz Groskirch mat enger generéiser Akustik. Also do gehtt wirklich strms och dats en ënne lauscht dat, wat heide Maurice Klmmer ganz leef gemacht huet. An da kommen Konsinnen dann vun ënnen och wat klappt, wat ass ze her, wat geht eventuell net mat deneen, weil du hast de Klang vun der Urgel den effektiv méi Raum brauch an de Koer kënnt vielleicht mé direkt oder ëmgedreht. Awer Kantika Choral an den Organist Nicolas Buchet hunn Balance hekrot. De Publikum gouf heimat engem eichklassesche Konzert verwint, so wieet ami de Lorkjoch ou Striefen. Une fois qu'on a construit un très bel orgue comme celui de Diekirch ou comme n'importe quel autre, ou une fois qu'on a restauré un orgue, il faut le faire vivre. Et pour le faire vivre, on ne peut pas toujours compter soit sur le clergé, soit sur la puissance publique. Donc il faut des amoureux, des amis de l'orgue qui vont le partager avec le plus grand nombre en organisant des concerts, des visites, en faisant venir des organistes ou en faisant jouer les organistes locaux aussi. De Cine-Skala zu Diekirch, an dem ich haut sinn, ass noch ziemlich neu. Aber de Cine-Skala decket schon ganz lang an an der Zeit, du goufnen sogar eng ganz Reihe vu Kinoen heit zu Diekirch. Dafür wollte mir Rubrik 1 Minute zurückgeguckt, haut nutzen, fir normal op den Ursprung vom Kino am Stiertchen zurückzugoen. An der Grousgas, do wo haut Steckhaus steht, huet 1913 gewissene Jean-Pierre Wagner Schumacher den echte Kino zu Diekirch an Kliewe gerufen. De Cinema Palace mat 100 Plätzen am Balkon von 1918 bis 1935 gong de Kino fir d'Eicht und de Georges Nichols, dun und de François Merenzellach an zulächt und de Jean Meyer Alf. Im 1915 goufet schon ein zweite Kino am Freiere Café Central op der Kloster, do wo haut Spurkies gebei steht, huet der Besitzer vom Café de Charles Theis demals de Cinema Pate gegrünnt. Op der Nummer 8 an der Avenue de la Gare huet 1929 den Nickfelder Thierry ein dritte Kino opgemacht, de Cine Cameo, de späterhin vum Pierre Walter Walbes iwwerhall gouf a bis 1975 funktioniert huet. Erreicht 1951 gouf de Cine-Skala an der Rue Jean Laveugle an Kliewe gerufen. Dësen huet zum Vereinshaus vun der Diekircher Por geheert. Während de 70er Joren Kinoen iwwerall zougemach hun, huet sech 1977 d'Kulturkommission drum bemméit, de Skala Liefen ze halen. 1985 gouf de Kino ganz vun der Gemeng verholl. 2017 schließlich ass de Cine-Skala an e Fonkelneidgebei Sid vun der Freier Holzindustrie an der Rue de l'Industrie geplënnert, an entspricht lo alle Kriterien vun engem moderne Kinoskomplex. De neue Cine-Skala huet 5 Säle, déi no bei 500 Leiit ophuele kënnen, schon no engem Joer konnten 100.000ste Visiteur empfange ginn. Damals geht es November-Emission op en N bis die nächste Sendung, aber du hast schon jetzt ziemlich viel Auszeit zu Diekirch. Dafür lassen ich lo mit einem ganz gut gefüllten Agenda. Bis auf 4 Wochen ist. So, l'homme est prête. Oh! Tu touches pas. C'est à moi. Den 19. November ass am Festsaal vun der Grundschule eng Konferenz zum Thema Pflegeversicherung bei der Vertreter vun der zoustänger Administration vum Gesundheitsminister Reden Antwort stehen zu alle Froen am Zusammenhang mat der Assurance Dependance. Den 20. November gëtt zu Diekirch Orange Week lancéiert, die op Gewalt géint Frauen opmerksam mecht. Fir de Gelegenheit gëtt am Cine-Skala den neue Samsa-Film Ordalen firstalt. Duno ass eng Table Ronde zum Thema Gewalt am Stot geplant. Den 23. November invitiert Philharmonie vun de Krchnees op ihre PMDN France Konzert an der Seerei, déi keer op Besuch ist von Farfu Fayanen. De Konzert gëtt fir den 80. Joresdag vun der Liberation vu Lützeburg gespielt, an heecht noch Melodies of Liberation.
De 24. November huet de Celtic Dickrich en zweeten Cross fir des Joer geplant, déselwechten da sie noch die Nationalchampionat Ramcross Country. De 25. November huet der Wursebildung EWB eng Konferenz iwwer Niklosdurstellungen an Traditionen mam Historiker Tom Zago am Festsaal vun der Grundschau geplant. Den 26. November lanciert och der Wursebildung an der Burgkirch eng Ausstellung zum Thema Niklosdurstellungen, déi bis den 8. Dezember dauert. Am Kader vun des Rexpo den 6. Dezember an der Kirch och e Spielspaß a sangnummetisch geplant, an e Matgesangkonzert fir Gros Erklang. De 26. November zum 7 invitiert Gemeng an CRI op Präsentationun vun de Resultate aus dem Partizipationsprozess #NeiDickrich. Ha krit mat gedeelt, wat fir Idee fir d' Zukunft vun de Krich zräg behalle goufen, a wéide sollen an die zukünfteg Pläng Mader fleessen. No dem grosse Suse vun ihrem échte gemeinsame Konzert 2017 invitéieren de Sängerbond Choral Saint-Cécile, den Ensemble Vokal Cantica an Zollschlüsselcher, op e weitere Christkonzert den 15. Dezember an der Porkirch begleet get Entente Choral dobei vum Blashbläser Quintett Magnifica vu Paris a Solisten aus den Eegner Reihen.